Es ist Sonntagnachmittag und wir fangen die heutige Woche an. Willkommen in Dresden mit Besuch von Pascal und Familie und Drohnenflügen. Was für ein Weg zu einer neuen Woche anfangen. Es geht los. Schön bist du dabei. Viel Spaß. Our street's a radish neighborhood. Pascal hat jetzt eine Mini-Drohne mitgenommen. Hure geil. Und das folgende Video ist mein allererster Flug. Ich zeige euch ein bisschen unseren Benjus-Hacker. Habe ich gerade filmen. We planted every seed we could, so it would let us turn up all the beats. We sent our roots deep underground, and new ideas bloomed all around. We're all digging, living on our street. 'Cause there's goats and chickens, bees and birds, and fruit growing on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Und jetzt machst du auch ein Video, gell? Ja, ich kann es eben ein bisschen besser, weil ich dann merke den Unterschied. Yes! Wuhuhu. Endlich! Richtige Drohnenbilder! We started off by baking bread and turned out baking bricks instead. The chickens reckon we're out of control. Sonntagabend, es fängt wieder an zu regnen. Das heisst, wahrscheinlich tun wir jetzt nicht mehr. Es ist auch wirklich Sonntagabend. Tun wir doch nicht mehr umzäunen heute Abend. Aber ja, wie ihr seht, die Geissen sind noch gut beschäftigt. Es hat noch langes Gras, es hat noch Hagebutter, es hat noch alles ein bisschen. Also sind die noch gut zu Wege und sie sind noch glücklich und zufrieden. Gell, Duna? Hey Duna, hey Freya, ja, hoi, ja, und die Duna, oh, leck doch mal, ihr seht schon ihre Hörnchen, sehen Sie es? Die Hörnchen sind umgekommen, oh, sie wächst so schnell. Das Einzige, was ich jetzt wirklich noch muss, für die Geissen heute noch machen, ist frisches Wasser auffüllen, das muss schon noch sein, weil, wenn es regnet, trinken wir es trotzdem. So wie die Duna jetzt gerade dran ist. So, das Wasser ist gebracht. Jetzt noch mit meinen Gizis spielen. Jetzt wird noch Fanges gespielt. Jetzt wird noch Fanges gespielt. Ich finde Geissen gute Tiere. Ich habe Freude an Geissen. Getting by for free is how we roll. With the goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Es ist Montagmorgen. Heute Morgen bis jetzt habe ich wieder Bürosachen gemacht. Gestern Abend habe ich noch ganz viel Aufzüge gemacht. Intensivforschungen zum Thema Hühnerhaltung. Und ja, wir müssen unser Konzept noch leicht überdenken. Aber ja, wir müssen jetzt schauen, wie wir es finanzieren und wie wir es umsetzen. Und eine Mischrechnung machen. Wir müssen mehr Haken haben. Das heisst, wir müssen mehr neue Haken haben. Nicht die grossen, wie da, wenn ich jetzt zum Aufstellen bin für die Geissen. Sondern wir müssen kleinere haben für die Hühner. Also die Maschen kleiner. Oder wir müssen metallige Maschendraht haben. Wir kommen aber schon wieder neue Hühner rüber. Das ist, hat sich heute Morgen noch angemeldet. Ja, es sind so viele verschiedene Sachen und wir sind fortlaufend, wie ich immer wieder sage, am dazulernen. Und wir sind ja da fürs Langfristige, nicht fürs Kurzfristige. Also müssen wir daran arbeiten und daran üben. Und vor allem, was wir bringen müssen, ist ein Gleichgewicht in unseren Meinungen. Claudia und ich, wir müssen uns einig werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber jetzt sind wir dran, an einer neuen Weide einrichten für unsere Geissen, weil es ist wirklich langsam Zeit, dass sie verschoben werden. Und ja, darum arbeite ich jetzt weiter, aber ich wollte euch noch informieren. Es geht etwas. Also es bleibt nicht so, dass wir nur verlieren. Wir werden gewinnen.
auch mit dem Fuchs. Wir werden dann eine Balance finden für alle zusammen. Our garden's now immense, 'cause we pulled down the fence. Well, that might sound intense, but we're friends with common sense. Yeah, 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 yeah. Ich habe das Gefühl, diese Woche wird darum gehen, alles ein bisschen Gleichgewicht. Ich glaube, das Thema der Woche wird Gleichgewicht finden. So ist es. Gleichgewicht finden. Oh, there's goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Logisch sind nicht alle gleich schnell, aber kommen gleich alle mit. Unterwegs noch etwas essen, etwas naschen. Aber kommen da nicht. Goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. Alles im Gleichgewicht. Kommt rein. Wali Shakti Duna Heidi. It's all right here, growing on our street. Well, there's so much goodness growing on our street. Oh, so come on and let's all grow it on our street. Ja, mein Mann, der Profi-Umzäuner, ist da jetzt am Umzäunen. Ich mache Pause und filme einfach nur. Normalerweise ist ja das meine Aufgabe, Pause machen. Genau. Und dann haben wir gefunden, komm, heute filme ich doch wieder einmal. Hä? Gell? Aber jetzt zeige ich euch gerade unsere hübschen Geissen. Ja, gell? Hallo. Oh, ich drehe. Gut, Schimmer, gell? Ja, gut, Schimmer, gell? Get it back in the ground, cycle it round, that green and brown, break it down. If it once was alive, make your garden thrive, high five. Die wollen mich sehen, nicht Geissen. Ja, der Colin beim Arbeiten, gell? Das sieht man nicht so oft. Nein, der Colin macht das super. Er ist mittlerweile ein Profi-Umzäuner und verheddert auch nicht mehr alles. Wir haben also schon Haufen gelernt in dieser Zeit. Ja, definitiv. Vielleicht fällt es der einen oder anderen auf, dass wir alle unsere Tiere sagen, sie sagen schön. Das liegt daran, dass wir wissen, dass alle Tiere schön sind, genau gleich wie alle Menschen. Jeder einzelne von uns ist wunderschön auf ihre Art, wenn sie sich selber sind. Authentische Menschen sind die schönsten Menschen, jeder einzelne von uns. Genau gleich wie bei den Tieren. Bei den Tieren, die sind einfach authentisch, automatisch. So ein bisschen Philosophie zwischendurch. Down it break, in a scat lay a cake. Übrigens haben wir die Geissen hierher tun, weil da wollen wir dann überall so kleine Plätzchen einrichten. So kleine Picknickplätzchen. Und damit wir überhaupt sehen, wie alles aussieht, lassen wir die Geissen hier aufräumen. Die sind so praktisch. Pile it up high and just let it bake. Give it some air, but don't let it dry out. Every now and then, just fluff it about. Well, everything is always falling apart. Well, there's no need to let it break your heart. Hör Just auf. break it down.
Also eins ist klar, vor dem Mittagessen muss ich duschen. Breaking down, microbes going to town, getting their fix till it's all devoured. Broken down, time to feed your plants, spread it right out and do a little dance. Was ist da los, gell? Well, everything So, is hast du always falling apart. Might as well just give it all a brand new start and break it down. I said break it down. Come on, break it. Well, when the time is up, just break it down. So schön, jetzt haben wir gestern gerade an der Bar gehabt. Sehr angenehm gewesen. Die haben vorher angerufen, weil sie Angst hat. Die eine hat Angst vor Hunden und das ist auch gut, dass sie angerufen hat, weil dann nehmen wir Rücksicht. Die Hunde waren drinnen in dieser Zeit. Und das andere war die Vera. Und ich möchte sagen, Vera, falls du am Schauen bist, danke vielmals. Du zählst schon fast zu unseren Stammgästen. Und es ist immer wieder schön, dich an der Bar begrüßen zu dürfen. Gell? Super. Danke vielmals, wollte ich einfach sagen. Yeah, der Zwetschgenbaum hat schon jenste Zwetschgen drauf. After you grow up, you're So, jetzt gonna haben grow wir down. ein Food Forest Beet ein bisschen rausgejettet, damit die Bohnen und die Herdäpfel wieder mehr Platz haben zum Wachsen. Und das ist schon alles noch ein bisschen am Wachsen. Ich muss jetzt einen Trimmer kaufen, unbedingt, weil, wie ihr seht, der Food Forest ist schon ein Food Jungle. It's jungle sometimes and I keep on wondering. Aber ja, es ist schön, wie es wächst. Then whenever you breathe in, you've gotta breathe out. When the party is over, you just gotta make your way home. Ja, und das, was ich gejettet habe, tue ich jetzt unter den Kompost mischen. Weil, Grün in Kompost das ist sehr wichtig. Aber ja, das fange ich jetzt dann mehr und mehr an. Weil, eben, sobald ich das Trimmer geholt habe, kann ich mehr und mehr Grün drunter mischen. When the fuel has all burned up, the fire goes out. When you can't see your future. Endlich ist er da! Der Sammy mit Gepflanze im Rucksack. So geil, der Sammy. Endlich ist er da. So schön! Woohoo! All you've got is right now. However, remember that it's not the end of the world. No, it's not the end. It's not the end. No, it's not the end of the world. Bei mir ist Mittwoch am Nachmittag, nach dem Mittag, bin ich einkaufen gewesen. Und jetzt habe ich mega schwer zum Auftragen. Ja, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis ich da oben bin. Aber ja, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Hier sehen wir meinen mega schweren beladenen Rucksack. Ich habe noch einen Trimmer gekauft und. Mega schwer alles. Und kann nicht einmal den Rucksack loslassen. Es geht gerade vom Bänkchen runter. Aber ja, mit dem mache ich mich jetzt auf den Weg. Ja, alles aufgeladen. Los! Everything as we know it is winding right down. Time to turn the city back into Luxor little towns. We're running out of water, but the river's still gonna flow. Tim Taylor Colin hat das neue Spielzeug. So schön! Im Moment hat Jumbo die Aktion auf ein Hell. Und wir haben uns einen Trimmer geleistet, weil es ist alles so im halben Preis und günstiger für nicht ganz 200 Franken. Und jetzt gehe ich den Food Forest trimmern, um
organische Grüngut holen, um unseren Kompost zu füttern und neue Beeten anlegen. Mal schauen, wie das nachher aussieht. Ja, ein bisschen Rasen schneiden muss schon sein, weil im Food Boys will die Geissen nicht durchlassen. Das sind unsere Bäume noch viel zu klein. Erst in ein paar Jahren. So schön, danke. Ja, der Drake hat auch Freude. Take out all your money and put it in the ground. Trees and seeds in the soil are the best banks around. The economy is crashing, but it's not the end of the world. Nachher. Jetzt sagt der eine oder andere, am Rand habe ich es nicht so schön gemacht. Aber ich lasse die Ränder extra länger, weil da wohnen auch noch Sachen drin. Und ich will nicht allen ihre Heimat wegnehmen, nur weil ich den Kompost will füttern. Und um die Bäume muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil ich will ja den Holunder nicht töten. Aber ja, wunderschön. Zum Glück gibt es so Aktionen. Jetzt wird gearbeitet. Übrigens noch schnell zum Thema Geld. Ich habe heute Morgen wieder mal im Facebook in unseren YouTube-Kanal hineingeschrieben, von wegen Mitgliedschaft, wegen Spenden oder Patenschaften, und dann gleichzeitig gebe ich Maschinen aus. Es ist eben, wie ich gesagt habe, wir können im Moment mehr Geld ausgeben, als wir können einnehmen, weil wie da hinten der Stall, alles kostet Geld. Da sind wir uns alle einig, wir wissen, wo wir wohnen in der Schweiz. Aber eben, trotzdem müssen wir weitermachen. Und darum gibt es das jetzt. Aber das ist alles eine Investition für die Zukunft. Und ich möchte einfach eins sagen. Ich habe eins im Leben. Und das ist mein Wort und mein Name. Und das ist das Wertvollste, was ich habe. Und alle Leute wollen wissen, um was ich jetzt gerade am Reden bin. Das Einzige, was ich habe, ist mein Name und meine Wahrheit. Und darum tue ich euch auch so Sachen sagen. Weil, ich möchte transparent sein bis am Bach runter. Natürlich gibt es Sachen, die ich euch nicht erzähle, was so alles am Laufen ist im Hintergrund, weil es laufen viele gute Sachen. Und gell, man muss auch nicht alles verhexen und den Teufel an die Wand malen. Aber gell, es gibt einfach Sachen, die erzählt man, wenn es passiert ist und nicht schon im Voraus. Hey, aber weißt du was? Es ist schön, es ist einfach so schön, dass du am Schauen bist. Und so schön, und ich danke für eure moralische Unterstützung und für all die Mitglieder werden. Danke vielmals. Für all die Patenschaften haben. Danke vielmals. Und falls ihr uns unterstützen mit der Spende, danke vielmals. Es wird für Permakultur eingesetzt. Es wird für die Natur eingesetzt und es wird für gute Sachen eingesetzt. Da könnt ihr mein Wort haben. Es wird nicht verhurt oder versoffen. Und verspielt bin ich, aber nicht mit Glücksspiel. Und ich gebe es auch nicht weiter, ich gebe es zurück nach Triesta. Also darum, danke, ich schaffe jetzt mal weiter. The economy is crashing, but it's not the end of the world. Oh, I said it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world, no, it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world. Mit 19 habe ich gemerkt, ob du die Wahrheit sagst oder ob du lügst. Die Leute glauben sowieso das, was sie wollen. Darum habe ich entschieden, es ist viel besser, man sagt immer die Wahrheit. Egal, ob es die Leute passt oder nicht. Heute habe ich erfahren, dass mein Name, das habe ich aber schon mal vorher gesagt, missbraucht worden ist für eine Lüge. Und bin ich gefragt worden, wieso echt die Person das macht. Und ich habe die Wahrheit gesagt, weil ich aus dem eigenen Leben lebt. Und das ist dann wieder zu esoterisch und abgespaced. Also ist es dann wieder als Lüge angeschaut worden. Aber man hat mich ja gefragt, also habe ich eine Antwort gegeben. Und wisst ihr, wieso Magie es nur im Film gibt? Weil man hat es verleugnen, damit man die katholische Kirche rechtfertigen konnte. Unsere Welt, unsere Gesellschaft, alles da unten ist leider vieles auf Lügen aufgebaut. Und die meisten Leute ist es wichtiger, was die anderen denken, als das, was sie wissen, ist die Wahrheit.
Aber die Wahrheit jetzt gerade ist, schaut mal, schaut. Ich bin dran am Hag bauen. Weil die Wahrheit ist, ich kann nicht mehr zuschauen mit dem Fuchs und alles drum und dran. Aber ich habe einen Plan, ich habe ein neues Design und darum mache ich einen riesengroßen Freilauf für meine Hühner und für meine Tiere, wo aber ganz fest eingehakt wird sein mit sättigem Hag, damit der Fuchs nicht durchkommt. Und die Wahrheit ist, ich habe überhaupt zu wenig Geld dafür. Darum nehme ich Baumstamm. Gehen wir wieder näher. Nehme ich Baumstamm, wo ich fortlaufend am Schneiden bin und grabe sie und mache es mit dem eigenen Muskelkraft. Und das ist die Wahrheit. Und ja, hey, wenn du noch so eine alte Rolle im Garten hast oder irgendetwas musst du auseinandernehmen oder du weißt von irgendwo, wo irgendein Schrebergärten steht mit alten Haken, die ich Kinder auseinandernehmen, da im Oberwallis, sagt's mir. Ich komme vorbei und baue es ab. Und das ist die Wahrheit. Und weißt du was? Mein Wort ist das Wichtigste, was ich kann. Das ist das Allerwichtigste, was ich kann. Und das ist mein Wertvollste. Und das ist die Wahrheit. Heute Donnerstag habe ich noch nicht viele Videos gemacht, aber schon sehr viel geschafft. Ich habe mit dem Trimmer sämtliche Bäume frei rasiert. Ich habe die 3 Schwestern Versuchsfelder schon gelegt und den Mais schon gelegt, also gesetzt. Ich bin jetzt wieder am Hag, Holz tragen für das Hag und ja, ich habe auch noch mehr Batterie angehängt für die Solaranlage. Fleissig sind wir wie immer, dankbar sind wir wie immer und wie immer sind wir am Lösungen suchen, anstatt auf die Probleme konzentrieren. Und das Schönste ist, wir haben auch noch gute Gäste dabei gehabt. Willkommen, unsere neuen Stammkunden. Also, so wie es geheißen hat, werden die Stammkunden. Mal schauen. Ach, ist das ein schönes Leben. Trotz dem Regen ist nichts daneben, was passiert. Auch wenn man herausfindet, dass sein Name durch den Dreck gezogen wird, ist man trotzdem zufrieden. Weil, ja, es bringt, was es bringt. Und sich darüber nerven, bringt gar nichts. Fena, der Akku ist leer. Es fängt an zu regnen. Machen wir Feierabend? Ja, bald einmal, oder? Jetzt habe ich heute Nachmittag das Trimmer, also im Gesamt 4 Akkus durchgeladen. Wir haben ja noch von der Kreissage, habe ich angefangen da durch das Trimmer die Haselnüsse frei gemacht. Ihr seht nichts auf der Kamera, ich weiss. Es ist einfach alles grün und gemetzelt. Ich habe da einfach wirklich gemetzelt und geschnitten, Brennnesseln, Wicken, Frühlingswicken, Gras, allerlei, noch mehr Brennnesseln, alles den Weg gemacht, bis vorne, bis hinten, in allen Richtungen. Und einfach ein bisschen grob geschnitten. Das meiste, muss ich ehrlich sagen, lasse ich ein bisschen liegen, weil ich will ja den Boden aufbauen. Das soll gerade kompostieren und vergammeln, was ist. Und die Hühner sind am Picken. Die Hühner kommen wieder tiefer rein jetzt und können jetzt da einen feinen Schmaus haben. Die Insekten sollen da noch sein und herausfinden, wo es als nächstes hin. Und ja, es sieht vielleicht nach einer Sauerei aus für dich, aber für mich sieht das nach Bodenarbeit aus. Ein Teil tue ich natürlich schon auch noch zusammenrechnen. Am Samstag, wie morgen, habe ich noch UK. Ja, tue ich zusammenrechnen, damit es noch mehr Grün gut gibt. Aber zuerst lasse ich jetzt alles mal wieder aufstehen, was zu aufstehen hat. Aber eins ist klar, jetzt ist Feierabend da.
Hey, Claudia ist bald daheim und sie hat heute eine ganz wichtige Sache da. Aber das erzähle ich dann mit der Claudia zusammen, weil es ist so ein wichtiger Moment, so ein schöner Moment, dass ich es mit ihr zusammen will machen. Also am besten will ich, dass sie es erzählt, was sie gemacht hat. Ach, ist das schön! Danke vielmals und danke überhaupt, dass du jetzt gerade kommentierst, was du davon haltest, dass es überall Gras liegt. Feierabend heisst auch Bad zumachen, bevor alles zu nass wird. Und. Weißt du, es ist da oben nicht wie beim Fred Flintstone, wo einfach den Dino runterrutschen, ausstempeln und gut ist. Nein, da musst du noch einiges machen. Bis Feierabend darfst du machen. Aber das Gute ist, wenn es regnet, wird vielleicht noch schön. It's not the end of the world. It's not the end. It's not the end. No. Und fürs Einpünktchen vom Feierabend ist mein Lieblings-Alphorn-Spieler. Also sprich, der irgendwo dort am Tal Alphorn spielen, ist wieder am Spielen. Herrlich. Hey, falls du am Zuschauen bist und du weißt, wer das ist, der immer regelmäßig Alphorn spielt, sagst ihm bitte einen Gruß oder ihr einen Gruß. Nicht nur ich. Ich frage nämlich jeden, der vorbeiläuft, ob es weiss, wer es ist. Und es sind mehrere Leute, die es geniessen. Nicht nur ich. Wir geniessen es alle. Sein Alphorn spielen. Es spielt so gut. Und bitte schick mal vorbei. Ich würde ihm gerne eins ausgeben. Ah, ich liebe Alphorn. Ah, so schön auf der Feierabend. Ah, so gut. Danke. Und gell, Scherben bringen wirklich Glück. Nicht, dass es bricht, weil ich habe ja schon riesen mega Glück. Noch mehr Glück wird es ja schon fast kitschig. Aber tollpatschig bin ich halt gleich. Schon immer. Immer. Als kleiner Bub hat man mir Clumsy Colin gesagt. Vielleicht ist es wegen dem. Man muss sich ja der Ruf gerecht werden. Aber apropos Ruf. Gestern, wo der Sammy da war, hat er gesagt, anscheinend sei mein Markenzeichen. So schön! Und es ist wirklich so schön, dürfen hier in Trieste sein. Ach, ich freue mich, bis Claudia da ist und euch erzählt, was sie heute Nachmittag gemacht hat. Ich freue mich so. Ah, es ist so schön. It's not the end of the world. No, it's not the end. It's not the end. I said it's not the end of the world. It's not the end. It's not the end. No, it's not the end of the world. Aber jetzt, muss ich ehrlich sagen, genehmige ich mir ein Bier, ein Kräuterbier vom Swanenbräu, weil ich bin seit heute Morgen am 4 Uhr dran. Und jetzt ist eins da. Der Feierabend. Hey! Und das habe ich euch schon mal gesagt. Egal wie fest man seinen Job liebt. Und ich liebe ja meinen Job wirklich fest. Feierabend ist der beste Teil davon. Es ist so schön. Well, it's not the end. It's not the end. No, it's So, es ist Freitagmorgen. world. Es ist leicht frisch und bewölkt, sehr bewölkt. Ich bin auf dem Weg in UK. Ja, ich hoffe, ich kann da den einen Lehrer, der heute den UK gibt, das ist der einzige Lehrer, der von sich selber aus mir etwas Nettes angeboten hat, einmal, von wegen ich dürfen mitfahren. Und darum habe ich für ihn ganz ein paar Fragen sonst, die nicht um den Traktor gehen. Weil ich brauche ein bisschen Unterstützung mit den Behörden. Weil es ist ziemlich ist eine Herausforderung, wenn man alles richtig machen will und trotzdem will richtig ernst genommen werden. Irgendwie so als Auswertungen, ich weiss auch nicht, was es ist.
Man muss sich, glaube ich, zuerst noch auf ein paar Jahre beweisen, bevor man überhaupt kann und so überhaupt. Darum frage ich ihn, ob er vielleicht ein paar Tipps hat. Nachher, da im Rucksack, habe ich den Sam dabei. Gehe ich auf den Bäuermarkt, also Claudia geht auf den Bäuermarkt, ich gehe als Sam. Weil Smile für Kids sind dort. Machen wir mit ihnen und Sam Flyer verteilen, weil die Flyers sind auch schon da. Ja, dann gehe ich die Flyers verteilen ein bisschen und Werbung machen für den 3. Juni und für Smile für Kids. Ja, ein Tag vollbracht. Ein vollgepackter Tag, der super wird. Und dann ist ja noch ein anderes Thema. Wir fragen ja immer wieder wegen Patenschaften. Ja, und jetzt ist es, wir haben es jetzt definitiv sicher. Bonnie ist leicht geistig beeinschränkt. Und vor allem ist sie inkontinent, oder wie sagt man das? Sie kann ihr Busy nicht beheben. Und ja, es kommt einfach vor ab und zu, dass sie einfach bisseln. Und sie weiss, es gäbe es eben selber nicht, weil heute Nacht, wir haben sie in der Nacht, haben wir sie in ihrem Böckli, weil sie nicht kann angeben. Sie gibt auch nicht an, wenn sie muss bisseln und drin ist. Ja, sie macht sich einfach selber rein, die ganze Zeit, immer wieder. Ja, so wird Bonnie jetzt am Windeln brauchen. Also jetzt dann eigentlich per sofort, aber eben die Windeln müssen wir auch zuerst posten und eben, wie du gehört hast, wir haben einen vollgepackten Tag. Das heisst, Bonnie hat jetzt zusätzliche Kosten und wie es halt so ist das mehr Ausgaben wieder als Einnahmen. Ja, also wer möchte wenn irgendjemand von euch von uns sagt, oh nein, ja, also nein, so ein beeinträchtigter Hund würde ich gerne Patenschaft übernehmen. Ja, wir wären alle froh drum. Also wir tun sie nicht los oder so. Bonnie ist unser Bonnie und Bonnie bleibt unsere Bonnie. Bonnie haben wir gerne und Bonnie haben wir lieb. Und Bonnie hat das Recht auf. Das Einzige, was wir nicht tragen können, sind die gewalttätigen, bösen. Aber ja. Wenn eine Patenschaft für Bonnie übernehmen willst, für ihre Windeln, wären wir dir sehr dankbar. So ist es. So, ich gehe jetzt in die Schule. You might know me from such places as the one you inhabit. I'm the air you breathe and the land on which you're standing, the food that you eat. But I'm getting a little bit dark on some of the ways you treat me. Everything you need, yet still you want more. You're falling over yourselves with greed. Yeah, it's time I remind you to exercise restraint. So sieht es aus, nur geflogen. Und das ist nachher geflogen und gefräset. Und mit 2 verschiedenen Fräsen. Da mit ein bisschen mehr Druck. Aber da. So sieht es aus, wenn du zuerst fliegen und dann nachher erst fräsen. Ein Unterschied zu so. So, jetzt bin ich auf dem Neuholland am Fräsen. So schön! Noch nie gemacht. Bis so froh mache ich die Ausbildung. Ich lerne so viel. Und jetzt habe ich den Sitterli bei mir am Filmen. Hammer! Und das bei einem schönen Tag an der Landwalitz. So gut, danke! Cause if there's one thing you should know, it's infinite I ain't.
Salzmaschinen, die man auch noch kennengelernt hat. Super spannend. Also vom Gefühl her ist das mehr mein Allerwelleis. Hey Leute, ich bin im Fall endlich zwischt. Ich kann raus dürfen wieder mal und schaut mal, wer da ist. Smile für Kids. Schau mal, ich muss ein Selfie-Video machen. So schön. Kinderdisco. Having a field day on my skin, cutting it up, burrowing in, but I'm reaching Ist schon schön. for my skin lotion to take away the pain. You better start to regulate your lifestyles of excess. Und schaut jetzt, neu am Stand haben wir Alpaka-Dünger. Wenn du schon Dünger brauchst in deinem Blumenkistchen, dann brauchst du Alpaka-Dünger. Ich sag's euch. Könnt ihr da mal jeden Freitag kaufen. Und sonst von... Warte schon. Berg von Tier GmbH. Das kannst du nicht lesen, aber ich sag's euch. Alpaka-Dünger. Am besten kommst du da vorbei. Wir haben es für nur 6 Franken. So ein Düngersack. Schnäppli. Ah, schau mal den schönen Regenbogen, was es wieder geht über Triesta. Ist der nicht schön? Cause I'm picking up my telephone and dialing up the pest control guy. So get your L-I-M-I-T on. I'm gonna count to 3. 1, 2. Cause I've had it up to here. So get your L-I-M-I-T on. Cause I've got limits and I'm not afraid. Dringendst den Cashew-Sirup. Dringendst. Aber weißt du was? Es tut mir leid, dass ich heute Morgen mich von meinem inneren Dämon, also meinen inneren Sauhund, habe leiten lassen. Weil mein innerer Sauhund hat mir gesagt, ich sei müde, ich habe Rückenweh und überhaupt. Aber wisst ihr was? Ich habe meinem inneren Sauhund gesagt, die sind hier. Und bin jetzt zum 3. Mal am Auflaufen. Jetzt haben wir einen Hühnersack, weil heute Morgen habe ich auch 5 Hühner geschenkt bekommen, zum Ausgleichen für die gestorben sind. Und als Dankeschön, dass ich die 5 Hühner übernommen habe, habe ich nochmal 4 so Säcke bekommen. Und darum, Babes, brauche ich dringend einen Wäschesack, weil ich muss nur noch einmal laufen. Wäschesirup. Ja, ein Wäschesirup. Und apropos Kampf. Wir gehen auf. Wir kämpfen nicht mehr gegen den Fuchs. Unsere Hühner gehen wieder zurück ins geschlossene Haltung. Also schon mit ihrem Auslauf. Aber wir lassen sie nicht mehr frei laufen lassen. Wir haben ja jetzt auch Futter bekommen. 4 Säcke. Das heisst, sie müssen auch nicht mehr den Kompost, wobei ich will den Kompost im Stall machen. Aber der Kampf ist vorbei. Aber dafür kämpfe ich täglich gegen meinen inneren Sauhund. Meine Babes, ich bin auch stolz auf sie. Die hat die Woche auch ihren inneren Sauhund einen riesen diesen hier gegeben und hat sich wirklich überwunden, um nach Hilfe zu fragen. Danke an Pascal, dass du uns hilfst. Es wird geschätzt. Aber jetzt, Babes, ich brauche Wäschesirup. Bitte! Ich gehe jetzt meinen Rucksack abladen. Macht er einen. Danke, Babes. Ja, dann möchte ich mich ganz schnell am Colin anschliessen. Hey, danke viel Pascal. Du bist wirklich, ich bin dir so von Herzen dankbar für deine Unterstützung und deine Hilfe. Und ja, es ist manchmal nicht einfach, über seinen eigenen Schatten zu springen, aber es lohnt sich. Und ja, man sollte wahrscheinlich einfach mehr Hilfe annehmen im Leben. Danke viel mal. Du bist wirklich der Beste. Merci, Pascal. And I'm not afraid to use it with your bad habits, where you do nothing but abuse it. Wo
den ich trinke, seit ich angekommen bin. Und ich muss noch zweimal gehen. Noch einen Sack muss ich holen. Und dann muss ich noch posten, Hundefutter posten und etwas zu essen posten für die heutige Nacht. Heute Mittag esse ich ein Focaccia. Das ist so gut. Vorne hatte ich es gerade wegen dem Kampf gegen den inneren Sauhund. Im Moment gibt es nochmal einen Kampf, wo ich am Führen bin. Und das ist so ein Pausenplatzkampf, weil mit mir. Vielleicht bin ich ein lieber Sieg und man meint, man muss mich nicht ernst nehmen. Das kann sein. Es kann sein, dass du mich nicht ernst nimmst. Es gibt einen Haufen Leute, die mich sicher nicht ernst nehmen. Aber weißt du was? Ich nehme mich ernst und ich bin es ernst zu nehmen. Weil ich meins ernst. Und letzten November bin ich zu einem Hofberater, das wird einem zuteilt, je nach Region. Und der Hofberater, sein einziger Job ist Bauern, oder in meinem Fall werdender Bauer, aber mein eigener Lehrmeister, also ich bin Bauer. Jeden Tag tue ich pur Bauern. Nach Art von Permakultur neben draussen. Und wegen dem nehmen einem auch die Leute nicht ernst, weil Permakultur neben draussen, ohne grossen Traktor, da kann man doch kein Bauer sein. Aber mal, ich habe ja gestern gesehen, ich kann auch Traktor fahren. Ja, auf jeden Fall, im November bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Weil sämtliche Behörden brauchen eine Bestätigung. Ob es eine Baubewilligung ist, ob es Direktzahlungen sind, ob es Amt für Wirtschaft oder wer auch immer. Alimentenbehörden, all die Leute brauchen irgendwelche Form von Bestätigungen. Weil jeder versteckt sich hinter Gesetz und ich will nichts anderes machen als Bauern. Mit meiner Frau zusammen, die Gastronomie will anbieten will, weil wir machen ja ein agrartouristisches Projekt oben. Und wir meinen es ernst. Jetzt auf jeden Fall, der Hofberater hat mich anscheinend nicht ernst genommen. Weil heute ist der 13. Mai und ich bin seit dem November bei ihm. In dieser Zeit habe ich schon viele Termine verpasst. Ich habe sogar Terminverlängerungen bekommen. Und schlussendlich geht es darum, der Hofberater hat seinen Job nicht gemacht. Ich habe nie darüber geredet, aber jetzt rede ich darüber, weil nicht mit mir, verdammt nochmal. Ich hätte alles gemacht, um alles zu erfüllen und hin und her. Jeden Tag. Das Beste ist, ich habe einen ganz wichtigen Terminverschiebung bekommen, weil ich den ersten Termin verpasst habe, den Deadline. Aber guterweise habe ich eine Terminverschiebung bekommen auf den 1. Mai. Am 2. Mai läutet mir der Hofberater an und sagt, oh, Entschuldigung, haben wir den Termin verpasst. Ja, nun, nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr dann. In der Zwischenzeit ist es wirklich so, sind existenzielle Probleme am Auftauchen bei der Claudia und mir. Wir geben uns Mühe, wirklich Tag für Tag. Aber die Termine sind schlimm, wenn ich es verpasse. Wir haben damit gerechnet, weil das ist das Zeug, das wir brauchen. Ich kann nicht einmal ich darf nicht einmal Haken bauen. Unser Bar ist rein theoretisch illegal. Wieso? Weil es wäre alles eigentlich richtig, aber nein, der Hofberater hat seinen verdammten Job nicht gemacht und deswegen, sagt er sich und geht in die Ferien.
Und ich und Claudia, wir machen weiter, wir gehen nicht auf. Und ich sage dir eins, nicht mit mir. Nein, so nicht, du Arschloch. Und das Beste ist, hat er mir noch gesagt, hat mir vorgeschlagen, es gibt ja noch eine Lösung. Ich könnte ja auch noch etwas Illegales machen und ich könnte das hohle Händchen machen bei 2 Leuten, die von unserem Land, während ich so am Bewirtschaften war, Direktzahlungen kassiert haben. Aber nicht mit mir. Jetzt kommt gar niemand Direktzahlungen über, weil das Land ist gesperrt. Nicht mit mir, verdammt nochmal. Der Hofberater, der ein Staatsangestellter sein und alles richtig machen, sagt mir, ich soll das hohle Händchen machen. Und illegal sein. Das wäre eine Anerkennung für die anderen 2, die von meinem Land seit letztem Jahr, also von was sie früher gemacht haben, ist mir egal. Aber nein, nicht mit mir. Und ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht kannst du in den Kommentaren erklären, wieso der Hofberater mich so versäckelt hat. Schafsäckel bist, hast mich versäckelt und du hast mich im Seich gelassen. Aber weisst was? Ich lasse mich nicht unterkriegen. Und all, die mich kennen, weiss, der Colin ist ein Aufstehmännchen. Der Colin sagt nicht mit mir. Nein! Und weißt du was? Das Leben ist so schön, meine Frau ist so schön, wer uns oft ist so gut und ich bin so zufrieden mit meinem Leben. Aber trotzdem sage ich, Arschloch, nicht mit mir. So, Monolog vorbei, ich habe jetzt meine Pause gehabt, ich muss weiterarbeiten, weil es muss noch einiges gehen. Verstehst du? Schön bist du am Schauen, schön tust du liken, schön tust du kommentieren, schön tust du das teilen, weil es darf jeder wissen. Mit dem Colin kann man vieles machen. Lachen, singen, tanzen. Nein, das ist mit dem Sam. Mit dem Sam kannst du singen, tanzen und lachen und Seich machen. Aber mit dem Colin kannst du auch einiges machen. Aber weißt du was? 2 Sachen wette ich. Ich wette, dass du liverisch anstatt laverisch. Und sonst sag's mir nicht. Lavere nicht mit mir, wenn du nicht kannst liefern. Und das andere ist, zieh meinen Namen nicht durch den Dreck. Das mache ich ja schon selber. Nein, das mache ich nicht. Weil ich bin ehrlich und ich bin direkt und ich bin alles klar. Ich bin da und ich bin froh, bin ich da. So schön ist das Leben. Und weißt du was? Du Schafsäckel. Du machst mich stärker. Hast mich unterschätzt, aber weißt du was? Ist mir gleich. Ich wachse und lerne und wird jeden Tag besser. Und weißt du was? Schafsäckel. Und alle anderen, die zuschauen, weil ich kein Geld habe und will ich euch nach Mitgliedschaft fragen oder Patenschaften oder Spenden, habe ich auch aufgehört zu rauchen. Ab sofort raucht der Colin nicht mehr. Offiziell. Nicht mit mir. So ist es. Man muss gerade stehen für seine Konsequenzen. Bitte erklär's mir. Und alle anderen. Schön bist du. Yeah, I've got limits, and I'm not afraid to use them. If you keep going, well, all your privileges you lose them. That's right. Schau mal, die schönste Frau von Dresden und ihre Geissen. Eine grosse Herde. Und ich bin der glücklichste Mann auf Erden. Now it's time to check yourself and stop pointing fingers out. Because self-responsibility is what it's all about. Stop relying on the top, cause it starts here on the ground. Just get back to your guidance, people. Stop fooling around. Ja, diese Woche habe ich persönlich gerne nicht so viele Videos gemacht. Es war eine Woche mit Höchst und Tiefs.
mit freudigen Sachen, genauso mit Sachen, ja, wo man muss touren und ja, es ist nicht immer nur einfach im Leben und nicht immer nur Sonnenschein. Und ja, da möchte ich gerne noch ein paar Sachen dazu sagen. Also eines meiner Highlights diese Woche war sicher am Donnerstag. Am Donnerstag konnte ich den Kaufvertrag für den Rest des Landes endlich unterschreiben. Ja, ich danke den beiden Familien, dass sie da zugestimmt haben und dass wir das jetzt unter Dach und Fach bringen können und dass sie das Land uns jetzt abgetreten haben. Ganz vielen lieben Dank und auch für eure guten Wünsche, die ihr uns mit auf den Weg gegeben habt. Ja, was mir da ehrlich gesagt so ein im Nachhinein also mir einiges erklärt hat, ist, dass, als wir beim Notar waren, hat er mir gesagt, als Eröffnung sozusagen, dass er ja den Vertrag nicht unterschreiben kann, weil er ja verschwägert ist mit den Parteien. Und ja, ich muss ehrlich sagen, das hat mir das eine oder andere doch ist mir das Lichtchen aufgegangen. Und ich verstehe jetzt auch seine Aussage, dass er da gesagt hat, das eine oder andere Mal zu mir, ja, er könne das nicht machen, er komme sonst in einen Interessenkonflikt. Ich habe das nie ganz verstanden, warum, weshalb. Aber ja, du, wenn du verschwägert bist mit den Parteien, dann ist mir das natürlich jetzt schon klar. Also, ja. Aber ja nun, nichtsdestotrotz, der Vertrag ist unterschrieben. Und ich habe sicher einiges gelernt aus dem. Und ich freue mich jetzt einfach, dass wir weitermachen können. Ja, das andere, was sicher sehr, sehr positiv ist, dass der Pascal mich so wahnsinnig unterstützt in den ganzen administrativen Sachen und Themen, Fragen, wo ich mich einfach zu wenig auskenne und wo er mir da wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht und wenn er es nicht weiss, mir auch hilft, das abzuklären. Und ja, das tut mir extrem gut, dass er mir da ein bisschen die Hand hält sozusagen und mit mir gemeinsam da durchgeht. Danke viel mal. Und ja, das bin ich wirklich von Herzen dankbar. Ja, dann habe ich es angesprochen, es gibt auch unerfreuliche Sachen diese Woche. Das eine ist sicher, was der Colin schon angesprochen hat, betreffend dem Hofberater. Also ich meine, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, kenne ihn nicht, keine Ahnung, was er für eine Person ist. Ich persönlich finde es einfach ein bisschen fragwürdig, wenn dir ein Hofberater quasi Sachen empfiehlt, die rechtswidrig sind. Also ja, da kommt bei mir das ein oder andere Fragezeichen auf. Und vor allem meiner Meinung nach sollte der Hofberater ja eine Person sein, die einem unterstützt und beratet und eben genau in diesen Sachen Auskunft gibt, wo man sich nicht auskennt und ja, sich auch Zeit nimmt für das. Aber wahrscheinlich ist das nur meine Meinung und es muss nicht wirklich so sein. Ich persönlich verstehe es nicht. Ja, aber es betrifft ihn ja auch nicht direkt, sondern wir sind ja diejenigen, die da sind und die jetzt Liquiditätsprobleme haben und finanziell in einer schwierigen Situation sind. Aber ja, du, eben, wenn es einem nicht selber betrifft, dann ist es ja nicht so tragisch. Ich persönlich kann es nicht ganz nachvollziehen. Aber vielleicht kann er es mir ja dann mal eines Tages erklären, wer weiß. Ja, und das andere ist, was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn wirklich von Leuten von deinem engen Umfeld einfach quasi missbraucht wirst, ohne dass du etwas davon weisst, wenn dein Name genommen wird und sogar noch Videos oder Ausschnitte von unseren Videos oder was auch immer, nur zum eigenen Interesse können vorantreiben. Ich finde das extrem rücksichtslos und enttäuschend. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jemand, der immer an das Gute an den Menschen glaubt.
Und diese Woche bin ich doch in einigen Sachen etwas Besseres belehrt worden. Aber ich muss auch sagen, ja, ich verurteile niemanden. Jeder muss schließlich selber wissen, was er macht. Jeder muss selber mit sich klarkommen. Jeder muss selber jeden Tag in den Spiegel schauen und das können verantworten, was er macht. Und ja, irgendwann werden wir alle gehen von dieser Welt. Und spätestens dann, glaube ich, wird uns auch das eine oder andere bewusst werden. Oder müssen wir vielleicht auch die eine oder andere Situation anschauen. Ich nehme mich da nicht aus, ganz klar. Ich habe auch schon Sachen gemacht in meinem Leben, wo ich finde, oh, das habe ich jetzt wirklich nicht so gut gemacht. Oder bereut man im Nachhinein oder was auch immer. Aber ja, ich finde einfach, ich probiere immer zum offen und ehrlich sein mit den Leuten und habe eigentlich auch die Erwartung, dass das zurückkommt. Wie gesagt, ich glaube immer noch an das Gute an Menschen. Ich lasse mich auch von den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, nicht beirren, sondern gehe weiter mit dem. Und ja, mal schauen, was das Leben mir noch so bringen wird. Get back, get back. I said get back, just get back to your garden. I said get back, come on now, get back, just get back to your garden. Schaut mal meine zwei hübschen Geissli an. Häkelnd. Ja, ihr sind so schön. Donna, zeigen wir mal deine Hörnchen. Schau mal die kleinen herzigen Hörnchen, die die Donna da hat. Ha? 'Cause I've got limits, and I'm not afraid to use them. Harsh consequences. Well, I'm about to introduce them. Oh, yeah. Ende Woche sind wir vielleicht im Gleichgewicht. Wir haben vieles gemacht, um alles das Gleichgewicht auszugleichen in dieser Woche. Und Gleichgewicht heisst, man nimmt das Gute wie auch das Schlechte und man ist trotzdem zufrieden damit. Also man probiert es zumindest. Zufrieden sind wir aber ganz sicher, dass du zugeschaut hast. Auf jeden Fall. Gell? Dass du kommentiert hast, dass du geliked hast und dass du unsere Videos teilen, oder? Und natürlich abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Genau, so ist es. Hey Leute, wir haben so ein Glück und ja, danke fürs Schauen. Tschüss zusammen. Gute Woche. I've got limits.